Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal bei einer sonderbaren Ausgabe eines Let's Plays. Ja, es ist kein Let's Play in der Sicht, sondern es ist eine kleine Projektunterstützungswerbungsansage. Nein, ich bin ein bisschen auf Kickstarter unterwegs und habe hier so ein Rohdiamanten gefunden. Roots of Pasha heißt es. Wir können ja hier mal reinschauen. Ich mache aber hier den Ton aus. Ein richtig süßes Steinzeitalter-Game. Lasst euch von der Grafik nicht beeinträchtigen und auch nicht von dem Ganzen. Es ist wirklich eine Entschuldigung, ist wirklich eine vor Alpha Vorab-Version. Also da sind die Entwickler noch dran. Wie schon gesagt, ist ein Kickstarter-Projekt. Und Kickstarter bedeutet ja, sie würden gerne was programmieren oder entwickeln, aber brauchen halt die Unterstützung der Community. Drum, das sind eigentlich nur so Beispielszenen und Beispielselemente drin, in welche Richtung das Spiel sollte gehen. Klar, es sieht nach einer ziemlichen Ähnlichkeit aus wie Hardy Valley oder Stadia Valley oder sonst irgendwelchen Farming Games. Das ist mir bewusst. Ich weiß nur, dass es sehr schnuckelig gemacht wird. Und darum möchte ich dir auch dieses Projekt unterstützen. Beziehungsweise ich unterstütze es auch schon. Aber warum mache ich dieses Video? Die Entwickler, die sind eigentlich, haben ihr Kickstarter-Projektziel eigentlich erreicht. Darum geht es mir eigentlich gar nicht. Ich wollte euch einfach nur das Spiel ein bisschen vorstellen, weil es wirklich sehr schnuckelig gemacht ist. Und ich bin wirklich gespannt, wie es wirklich ist zum Spielen. Aber, warum, dass ich euch das zeige? Sie hatten oder haben eine sau coole Idee, wie ich finde, wie man an einen Alpha-Key rankommt. Und genau darum wollte ich euch dieses Video machen. Und dazu gehört natürlich auch eine kleine Projektvorstellung. Also ihr seht, sie haben das Ziel schon erreicht. Das ist nicht die Situation. Und es gibt wirklich schöne Sachen, die man bekommen kann. Und je mehr Geld, das sie bekommen, je mehr werden sie implementieren. Ich hoffe natürlich, dass sie es trotzdem werden implementieren, auch wenn sie das Geld nicht so zusammenbekommen. Aber ne, die Richtung ist süß und man sieht schon Abenteuer und Farming. Und ja, so wie ich sehe, kann man das mit Freunden spielen, also Koop-mäßig, World Story. Also das ist wirklich in Entwicklung. Aber warum zeige ich euch das? Und zwar haben sie, lasst mich mal schnell lügen, heute haben sie nämlich ein Update rausgehauen auf Kickstarter. Pashan Cooking Contest. Und das finde ich so genial. Die Idee schon, dass du, was du da machen musst, also du musst nicht, aber was du hier für Möglichkeiten hast, dass du an einen Alpha-Key kommst, das finde ich so süß. Es ist halt auf Englisch, aber ich kann es euch grob erklären. We're officially launching the Pasha Cooking Contest. Think the Great British Break Show of Prehistory. Also sie launchen der offizielle Pasha Cooking Contest. Und hier sehen wir das in Game Engine Manier, wie ihr das machen müsst. Und um was geht's? Es geht darum, kocht euer Lieblingsessen oder einem anderen ihres Lieblingsessen oder einfach etwas, was ihr kochen könnt oder wollt. Es spielt absolut keine Rolle was.
Auf jeden Fall etwas, was ihr essen werdet oder eure Familie, also für euch und für eure Familie oder für eure Familie. Jetzt aber noch nicht essen davon, sondern take the best looking pictures you can. Also mach das beste Bild, wo du nur machen kannst, ohne dass du schon reingebissen hast. Man kann natürlich schon kleine Bisse kann man natürlich schon machen, aber je nach Winkel sollte man die raustuschieren, so quasi. Und dann müsst ihr dieses Foto auf Twitter oder Instagram hochladen mit dem Hashtag Pashan Cooking Contest. Und ihr müsst Roots of Pasha dabei markieren. Bei Twitter wäre das @rootsofpasha und bei Instagram @roots_of_pasha. Ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig gesagt. Genau. Hier sieht man es auch nochmal. Und ihr könnt auch mehrere Fotos reinposten. Also es gibt hier keine Limite. Und ich denke mal, es gibt auch keine Gewinnchance, die größer ist, wenn man jetzt 1000 Fotos reinmacht. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie es nicht so machen. Und was könnt ihr gewinnen? Also zum einen könnt ihr Folgendes gewinnen, dass euer Rezept, das ihr dann da postet, ins Spiel implementiert wird. Das ist schon mal eine coole Sache. Und ihr habt noch die Möglichkeit auf einen Alpha Key im April. Also, wirklich nice. Wenn ich gut kochen könnte, würde ich da teilnehmen. Ich kann es nur nicht. Dann gibt es aber, glaube ich, noch einen zweiten, dritten und vierten Platz, würde ich jetzt mal so sagen. Und zwar Raffle. Die würden jeweils ein Alpha Key erhalten. The key for Root of Pasha Alpha on Steam, which begins on April 2021. Und hier sind schon ein paar Beispiele, die gemacht wurden. Also so ungefähr sollte das sein, ne? Und ein Sendeschluss, dazu kommen wir natürlich auch, ist der 4.1.2021, 12 Uhr Pacific Daytime, irgendwie sowas. Und hier sehe ich gerade, hier gibt es noch ein Bild, das ihr nicht sehen könnt. Ah, das ist ja doof. So, jetzt seht ihr halt meinen Browser. Ist ja nicht so schlimm. Hier haben wir nochmal alle Fotos und so weiter. Also sind schon schöne, nice Sachen dabei. Aus aller Welt natürlich. Aber die offiziellen Rules, die würden mich interessieren. So. Ja, jetzt ausprobieren. Später. Was? Ah! Oh Gott. The contest beginnt 9. März 2021 um 8 Uhr Pacific Times und endet ends on April 1. 21, 12 Uhr. Also am 1. April endet das Ganze. Ja, ihr könnt euch das ja jetzt noch in Ruhe durchlesen, Pause machen und durchlesen. Das sind also die offiziellen Regeln für diesen Contest. Also richtig cool. Ihr könnt wirklich Pause drücken und euch das durchlesen. Und vor allem heißt es
Also beeilen müsst ihr euch nicht, aber bis zum 1. April habt ihr Zeit, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Ja. Also, es lohnt sich und ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß. Und wenn ihr natürlich dieses Projekt auch im Kickstarter unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. Warum wird jetzt eigentlich mein Bild nicht mehr angezeigt? Da machen wir halt dieses Bild. Ach Gott. So. Ja, also, ich verlinke euch das Ganze noch, das Kickstarter-Projekt verlinke ich euch noch unten in den Kommentaren und wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Kochen, Backen oder was auch immer ihr da kreieren wollt. Tschüss!